Wie wäre es, wenn du erst mit 50 dich dann für ein Leben mit Jesus entscheiden würdest? Nein, du solltest das jetzt schon machen, heute schon mit Jesus leben. Und wie du das genau machst, genau darüber sprach Josie Bigger an der Jesus First. Unglaublich starke Message und genau solche gibt es wieder nächstes Jahr. Du kannst dich jetzt schon anmelden über den Link in der Beschreibung. Jetzt aber, lass dein Leben verändern von dieser Message. Hey ihr Lieben, ich habe dieses Jahr ein Gespräch gehabt mit einer Freundin und wir haben darüber geredet, über Jesus. Und ich habe erzählt von ihr, wie ich Jesus erlebe und wie ich Jesus liebe in meinem Leben. Und wir haben darüber erzählt und sie hat gesagt, ja, Josie, ich weiß, dass Jesus der Sohn Gottes ist und ich glaube an ihn. Und dann habe ich gesagt, aber warum entscheidest du dich nicht für ihn? Wieso entscheidest du dich nicht für ein Leben mit ihm? Und dann hat sie mir folgendes Statement gemacht. Und hat gesagt, weißt du, ich kann mich ja auch erst mit 50 Jahren für Jesus entscheiden. Dann komme ich auch in den Himmel. Und ich kann meine Jugendjahre noch so leben, wie ich es möchte. Und ich bin nach Hause gegangen und habe gedacht, diese Aussage trifft mich. Und ich glaube, sie hat mich so sehr getroffen, weil ich selber weiß, dass ich in meiner Jugendzeit mir auch so eine Frage gestellt habe. Kann ich mich nicht einfach später für Jesus entscheiden? Ich komme ja dann auch in den Himmel. Klingt irgendwie logisch, oder? Für die Schlauen denkt man sich, kurz bevor ich sterbe, noch schnell und dann habe ich es auch geschafft. Und mich hat die Frage so beschäftigt, dass ich gedacht habe, was ist in meinem Herzen passiert, dass ich heute dastehe und sage, ich möchte mit meinem ganzen Leben Jesus nachfolgen. Und ich möchte keinen einzigen weiteren Tag warten, um die Entscheidung zu treffen, dass ich Jesus nachfolgen möchte. Und vielleicht stellst du dir gerade diese Frage auch und bist du gerade in dieser Zeit, wo du sagst, ja, ich frage mich das. Weil manchmal ist der Glaube für uns einengend. Weißt du, ich bin christlich aufgewachsen, meine Eltern haben uns die christlichen Werte beigebracht und mitgegeben. Wir sind sonntags in die Kirche gegangen. Ich habe die Bibel gelesen mit dem Guter Start-Heft. Kennt das noch jemand? Ich habe die Comics geliebt am Ende, ehrlich gesagt. Ich bin in die Kirche gegangen, ich bin auf Camps gewesen. Und dann gab es aber diese Zeit in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, obwohl ich Jesus liebe, werde ich konfrontiert von Aussagen und von Fragen von meinen Freunden. Und ich habe gemerkt, ich komme in ein Alter, wo ich Entscheidungen treffen muss für mein Leben. Eigene Entscheidungen treffen. Und dann gab es zum Beispiel diese eine Frage, dann kamen die Freunde auf mich zu und haben gesagt, Josie, hey, wir gehen nach Malle, wir machen so einen Ausflug, Klassenausflug. Und jeder weiß, wenn man nach Malle geht, ne, das ist der größte Absturz. Und ich habe mir überlegt, gehe ich mit oder gehe ich nicht mit? Du musst Entscheidungen treffen für dein Leben irgendwann. Oder Entscheidungen in Beziehungen, wie weit gehe ich? Wo sind meine Standards? Wo sind meine No-Gos? Was möchte ich und was möchte ich nicht? Und ich habe gewusst, dass meine Eltern und die Kirche und die Bibel uns Dinge lehren und Standards lehren. Und ich habe mich eingeengt gefühlt. Und gedacht, ich möchte doch einfach ein Leben leben wie alle anderen auch. Spaß haben, rausgehen, auf Partys gehen, nicht immer so souverän und so liebevoll und immer so gnädig und Vergebungsbereitschaft sein. Ich möchte einfach meine Jugendjahre leben. Versteht ihr das? Und in dieser Frage war ich drin. Und ich glaube, wenn du heute dir die Frage stellst, dass mein Anliegen von dieser Message nicht ist, dass ich dich heute überzeugen möchte. Ich glaube, die Entscheidung darf jeder von uns selber treffen. Aber ich habe gemerkt, dass wenn wir so eine Aussage treffen, wir ein grundlegendes Problem haben mit der Geschichte von der Bibel. Weil wir treffen diese Aussage, weil wir das Gefühl haben, dass unser Glaube eine einzige Entscheidung ist in unserem Leben, die wir treffen. Und auf diese einzelnen Entscheidungen kommt es an. Ich habe euch eine Grafik mitgebracht. Wir haben manchmal das Gefühl, dass das unser Leben ist. Und in unserem Leben gehen wir in die Schule, haben Freunde, gehen ins Studieren, haben Familie, haben Kinder. Und irgendwann mal in diesem Leben haben wir die Zeit und mich entweder für Jesus entscheiden oder dagegen. Wenn ich mich dafür entscheide, komme ich in den Himmel. Wenn ich mich dagegen entscheide, wartet die Hölle auf mich. Und dann hast du vielleicht auch schon mal gesehen, dann sind ganz viele Christen auf der Straße und haben diese Plakate, entscheide dich heute, morgen bist du in der Hölle. Oder wir gehen raus und versuchen einfach, diese Menschen zu begeistern für Jesus und zu denken, hey, wir müssen Hauptsache einfach alle retten, dass alle in den Himmel kommen. Das ist unser Ziel geworden irgendwie als Christen. Ich hoffe, das explodiert nicht. Und ich habe gemerkt, wenn das unser Grundgedanke ist, wenn das unser Bild ist, das wir von dieser Bibel haben, dann muss ich dir heute sagen, dass es nicht die Geschichte der Bibel ist.
Der Glaube ist mehr als einfach nur eine einzige Entscheidung. Der Glaube ist mehr. Weißt du, in der Bibel geht es nicht darum, dass wir eines Tages in den Himmel kommen, sondern dass der Himmel eines Tages in dich kommt, hier auf dieser Welt. Ich erzähle dir ganz kurz in ganz kurzen Sätzen, was die Geschichte der Bibel eigentlich ist. Gott hat im 1. Mose, lesen wir, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. In Einheit, zusammen. Himmel und Erde war eins. Und er wusste, er möchte nicht alleine sein. Er möchte dich und mich haben in seinem Ebenbild. Er möchte mit dir eine Beziehung haben. Er möchte mit dir leben. Er möchte mit dir Gedanken austauschen. Er möchte mit dir den Tag verbringen und dir zeigen, was es bedeutet, in seiner Präsenz zu leben, in der Fülle des Lebens zu leben. Das ist sein Ziel, eine Beziehung zu haben mit dir. 3 Kapitel später, 1. Mose 3, Adam und Eva entscheiden sich dagegen. Und Himmel und Erde weicht auseinander. Aber nicht nur sie entscheiden sich dagegen, sondern auch die ganze Menschheit und auch du und ich. Weil wir wollen eigene Wege gehen. Wir wollen selber bestimmen, was wir tun möchten. Wir wollen selber unser Leben in die Hand nehmen. Und dann hat Gott nicht gesagt, ja, kein Problem, dann bin ich halt hier und ich warte und entweder entscheidest du dich oder halt nicht. Und dann wartet entweder der Himmel auf dich am Ende des Lebens oder die Hölle. Im Gegenteil, Gott hat immer wieder versucht, sich anzunähern. Er hat dem Volk Israel diese Gebote gegeben, hat gesagt, hey, befolg diese Gebote. Ich möchte dir wieder zeigen, wie ein Leben in Beziehung mit mir aussieht. Ich möchte dir zeigen, was es bedeutet, das Leben in Fülle zu haben. Aber das Volk Israel, das dieser Welt zeigen sollte, wie ein Leben mit Gott aussieht, hat immer wieder gefailt. Und Gott hat gemerkt, er braucht einen anderen Plan. Und auch dann hat er nicht aufgegeben. Und er hat gesagt, ich sende meinen eigenen Sohn auf diese Welt. Nicht damit du dann in den Himmel kommst, sondern damit der Himmel auf die Erde kommt. Und er möchte dir zeigen, wie ein Leben hier in dieser Einheit von Himmel und Erde aussieht. Darum sind wir hier. Nicht um eine einzige Entscheidung zu treffen für dein Leben, um dann in den Himmel zu kommen, ihr Leben, sondern um den Himmel hier zu erleben. Und dann spielt es wirklich eine Rolle, wann wir uns für Jesus entscheiden. Du bist berufen für ein Leben in Fülle, für ein Leben mit Jesus. Möchtet ihr das? Ich möchte gemeinsam mit euch in eine Bibelstelle hineingehen, um das uns ein bisschen besser anschauen. Lukas 4. So kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie immer in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Ich möchte hier schnell stoppen und euch den Kontext erklären, was passiert. Jesus ist in Nazareth aufgewachsen, das wissen wir. Wir wissen auch, dass er mit 12 Jahren mit seinen Eltern im Tempel gegangen ist nach Jerusalem. Was passiert im Tempel? Wir lesen dort, dass Jesus mit den Gesetzeslehrern mit 12 Jahren da sitzt und mit ihnen diskutiert. Und sie sind erstaunt darüber, über seine Vollmacht, über seine Autorität. Und weißt du, damals ist es nicht ganz unüblich, dass Jesus so sich auskannte in der Tora. Im jüdischen Bildungssystem gibt es so verschiedene Stufen. Die eine Stufe, nein, will nicht. Geht nicht. Okay, ich erzähle es euch. Die eine Stufe heißt das Haus des Buches. Das heißt, mit 5 Jahren kommst du in den Tora-Unterricht. Im Tora-Unterricht lernst du die Tora auswendig. Das sind die ersten 5 Bücher Mose. Mit 12 Jahren haben alle im jüdischen Bildungssystem die komplette Tora auswendig gelernt. Gebt dir das mal. Und dann nur die Besten, der Besten, der Besten, der Besten, der Besten durften auf die weiterführende Schule gehen und haben dann dort bis im Alter von 17 Jahren die Tora auswendig gelernt, das Alte Testament auswendig gelernt. Und von denen nur die Besten, der Besten, der Besten, der Besten durften einem Rabbi nachfolgen. Rabbis waren damals die geistlichen Lehrer von Israels, die gezeigt haben, was es bedeutet, ein Leben zu leben mit Gott. Also du siehst, das ist der Werdegang. Nur die Besten, der Besten, der Besten, der Besten, der Besten durften einem Rabbi nachfolgen. Und der Rabbi hat eines Tages gesagt, jetzt darfst du selber Rabbi werden. Und das Spannende bei Jesus, als er mit 12 Jahren in dem Tempel sitzt, ist, dass er mit 12 Jahren bereits eine Autorität hatte und eine Vollmacht hatte, die erstaunt war. Die Leute standen da, ich meine, für uns ist das klar, wir wissen, er ist der Messias, aber für die Leute damals war er einfach der Sohn von Josef und Maria. Und sie haben ihm zugehört und haben gedacht, noch niemand hat so geredet wie er. Noch niemand hat uns die Tora so erklärt wie er. Noch niemand hat uns so freundlich erzählt, so klar erzählt, was es bedeutet, ein Leben mit Gott zu haben. Das ist das Ziel von Israel, ein Leben zu leben in Fülle mit diesem Gott.
Und sie sind erstaunt darüber, über die Worte von Jesus. Und Jesus kommt zurück nach Nazareth, in seine Heimatstadt. Und er ist bekannt als einer der krassesten Rabbis seiner Zeit. Wir sehen Jesus oft nur als der für uns gestorben ist. Aber damals war er einer der angesehensten und brillantesten Rabbis seiner Zeit. Und dann sitzt er da und sie denken sich, ja gut, wenn du jetzt schon da bist, dann kannst du uns ja die Auslegung bringen, der Tora. Das heißt, Jesus fängt an, eine Schrift vorzulesen. Wir lesen, der Synagogendiener reichte ihm die Buchrolle mit den Worten von dem Propheten Jesaja. Jesus rollt sie auf und wählte die Stelle aus, an der es heißt: Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt hat und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehend werden. Dem Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, in denen sich der Herr seinem Volk gnädig zuwendet. Das, was Jesus hier vorliest und zitiert, ist aus Jesaja 61. Jesaja 61 ist eine messianische Prophezeiung. Zu Zeiten von Jesaja hat das Volk Israel als diese Repräsentanten vor Gott, dieses heilige Volk zu sein für die ganze Welt, dass die Menschen sehen, hey, dieses heilige Volk lebt ein Leben, wie Gott es möchte, von einem heiligen Gott, haben gefehlt. Sie haben es nicht geschafft. Sie sind immer wieder ihren eigenen Weg gegangen, immer wieder gesagt, wir wollen selber entscheiden, wir möchten das nicht. Und dann hat Gott gesagt, okay, er lässt los. Und zu dieser Zeit von Jesaja wurde Israel eingenommen von den Babyloniern. Ihr Tempel wurde zerstört. Die einzige Begegnungsort, wo Himmel und Erde zusammen ist, wo Gott da ist. Ihre Identität wird ihnen weggenommen. Und sie kommen in Gefangenschaft, ins Exil. Und in dieser Gefangenschaft schreit das Volk Israel und sagt, Gott, ich möchte nicht einfach nur in den Himmel kommen, sondern ich möchte ein Leben haben, wo du mit dabei bist. Ich möchte ein Leben haben in Fülle, ein Leben haben, wo du mir Identität gibst, ein Leben in Beziehung mit dir. Das ist der Wunsch des heiligen Volkes von Israel gewesen. Und sie schreien zu ihm, Gott, in der Gefangenschaft. Und sagen, zeige uns, wie können wir dieses heilige Volk wieder sein? Und in dieser Hoffnungslosigkeit und dieser Not kommt Jesaja und bringt diese hoffnungsvollen Worte und sagt, wisst ihr, eines Tages wird dieser Messias kommen. Und wenn dieser Messias kommt, dann wird er uns aus der Gefangenschaft befreien. Dann wird er die gute Nachricht bringen. Und die gute Nachricht ist, dass das Königreich Gottes bereits anfängt. Die gute Nachricht ist, dass wir mit diesem Gott in Beziehung leben dürfen, in Fülle wieder leben dürfen, wie es einst im Garten Eden eigentlich gedacht war. Wenn dieser Messias kommt, werden Ketten gebrochen, wird Freiheit ausgerufen, werden Krankheiten geheilt. Und sie warten sehnsüchtig auf diesen Tag. Und Jesus liest das vor. Und dann lesen wir weiter. Jesus rollt das Buch wieder zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Und meistens ist dann der Zeitpunkt, wo dann anfängt, die Schrift, wo er gerade vorgelesen hat, zu erklären, die Predigt. Das ist die kürzeste Predigt. Er begann und sagte, heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund gehört habt, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Heute ist dieses Prophetenwort in Erfüllung gegangen. Ich glaube, das ist einer der krassesten Mic-Drops-Momente in der ganzen Bibel, ganz ehrlich. Ich meine, Jesus sitzt da, liest das vor und sagt, ich bin dieser Messias. Ich bin der Messias, auf den du gewartet hast. Ich bin dieser Messias, der kommt, um dir zu zeigen, Schritt für Schritt, wie kannst du das Leben leben, in Beziehung, in Einheit, in der Fülle Gottes. Das ist Gottes Herzschlag für dich. Und Jesus geht da und steht da und er macht den Weg bereit. Er stirbt am Kreuz für unsere Sünden, wenn es hier heißt, und er wird das Jahr ausrufen, an dem sich der Herr seinem Gott gnädig zuwendet, dann redet da über das Jubeljahr. Und die Israeliten wussten, das Jubeljahr bedeutet, dass die Sünden erlassen wird, dass die Schuld erlassen wird. Und das ist eine Prophezeiung auf das, was Jesus am Kreuz tut. Er stirbt erstens für unsere Sünden und zweitens, er zeigt uns einen Lifestyle vor, wo wir ihm nachfolgen können. Und das, was dann passiert, wenn wir weiterlesen in der Bibel, Jesus geht hinaus und er fängt an, seine 12 Jünger zu berufen. Er geht hinaus und fängt an, das, was hier geschrieben ist, was er gerade vorgelesen hat, in Tatsache umzusetzen, Realität werden zu lassen.
Er geht hinaus und fängt an, Menschen zu heilen. Er geht hinaus und fängt an, Wunder zu bewirken. Er geht hinaus und begegnet diesen Menschen in Sanftmutigkeit, in Freundlichkeit, mit so einer unglaublichen tiefen Annahme. Er geht hinaus und proklamiert die gute Botschaft. Und die gute Botschaft ist, dass Gott Beziehung haben möchte mit dir. Dass es nicht um eine einzige Entscheidung geht in deinem Leben, ihm einfach nachzufolgen, an ihn zu glauben, um eines Tages in den Himmel zu kommen, sondern eine Beziehung zu haben, eine aktive Beziehung zu haben und werden wie er. Wenn du das möchtest, wenn du sagst, ich bin da und ich möchte werden wie dieser Jesus, ich möchte ihm nachfolgen, dann hast du in deinem Leben 2 Ziele. Werden wie Jesus und das tun, was er getan hat. Zu werden wie er und das zu tun, was er getan hat. Was für die Jünger sind Jesus nachgefolgt. Die haben alles aufgeschrieben. Das können wir alles in unserer Bibel heute lesen. Aber sie haben es nicht einfach nur aufgeschrieben, damit wir in unserer stillen Zeit da sitzen, die Bibel lesen und aufschlagen und denken, ach toll, Jesus ist so freundlich. Toll, was sie dort erlebt haben, diese Jünger. Ihr Lieben, das ist ein Bild für unser Leben, das wir hier drin haben. Wie dein Leben aussehen kann in Beziehung mit diesem heiligen Gott. Das ist ein Bild davon, wie dein Leben aussieht, wenn wir anfangen, Jesus aktiv nachzufolgen, weil er beruft uns, ihm nachzufolgen. Er sagt, wer auch immer mir nachfolgen möchte, nicht nur die 12 Jünger, diese Botschaft gilt auch für dich, wer auch immer mir nachfolgen möchte, verleugne sich selber. Das sprich, geht nicht deinen eigenen Weg, sondern akzeptiert und merkt, dass die eigenen Wege nicht die Wege sind, die uns gut tun, sondern Gott uns die Wege aufzeigt und nimmt das Kreuz auf sich. Wer auch immer mir nachfolgen möchte, dieser Ruf, der gilt auch noch uns heute, unserer Generation. Und dann hast du 2 Ziele in deinem Leben, zu werden wie Jesus. Und ganz ehrlich, wenn ich die Bibel lese, dann möchte ich werden wie Jesus. Dann lese ich die Geschichte von Jesus, wie er in diesem Sturm drin ist und die Jünger kriegen Panik und Angst und stehen da und fangen an zu schreien. Und ich glaube, wir alle kennen diesen Sturm in unserem Leben. Und dann ist Jesus da und er schläft. Und hat einen komplette innerlichen Frieden und so eine Ruhe in sich. Wollen wir nicht so sein? Ich lese die Geschichte von der Frau am Brunnen. Ich liebe diese Geschichte. Und Jesus geht auf sie zu mit so einer Annahme, mit so einer Liebe, mit so einer Demütigkeit. Sagt ihr ganz klar auf, wo ihre Grenzen sein sollen. Und vergibt ihr. Ich möchte diese Liebe haben in meinem Leben, dass ich Menschen mit so einer Sanftmütigkeit begegnen möchte. Ich möchte so sein wie Jesus. Ich möchte lernen von ihm. Und ich möchte tun, was er getan hat. Und wir dürfen tun, was er getan hat. Wir sollen tun, was er getan hat. Weißt du, Jesus geht von dieser Welt und sagt, es ist gut, dass ich gehe. Weil der kommt, der Heilige Geist, der wird dich dazu befähigen, die Dinge zu tun, die ich getan habe. Und sogar noch größere. Und das ändert mein Bibellesen. Und das hat mein Leben verändert. Dass ich gemerkt habe, ich sitze nicht nur da und lese die Bibel, wenn man es halt so machen muss. Oder treffe Entscheidungen in meinem Leben nach der Bibel, wenn man es halt so machen muss als Christ. Sondern weil ich eine Vision habe in meinem Leben. Weil ich gewusst habe, ich möchte zu werden wie Jesus. Ich möchte das, was hier drin steht, von diesen Wundern, von diesen Heilungen, ich möchte das in meinem Leben erleben. Ich möchte erleben, wie ich Menschen begegne und sie werden heilen. Ich möchte erleben, wie diese Wunder in meinem Leben geschehen. Wie ich mit Menschen unterwegs bin. Und ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst und plötzlich begegnet ihnen Jesus. Und sie merken, sie müssen ihr ganzes Leben ihm hingeben. Und sie weinen und merken, dass er der einzige Gott ist in seinem Leben. Ich möchte diese Beziehungen haben. Und wenn du das möchtest, dann heißt es aber auch für uns, dass wir anfangen, gegen den Strom zu laufen. Und das ist der harte Teil. Und auch über den möchte ich reden. Weil weißt du, hinzustehen und zu sagen, ich gehe nicht mit. Hinzustehen und zu sagen, das sind meine Werte in Beziehungen. Das ist meine Grenze in meinen Beziehungen. Das mache ich nicht. Sonntags in die Kirche zu gehen, anstatt auf die Partys mitzugehen. Da stehst du für etwas ein und du bekommst Gegenwind. Nachfolge hat einen Preis, den wir zahlen. Der Preis von Zeit, den wir investieren, uns Zeit herauszunehmen für Jesus, die Bibel zu lesen, mit ihm zu connecten. Den Preis vielleicht auch ausgelacht zu werden, blöd dargestellt zu werden, ausgeschlossen, gemobbt zu werden. Das gehört dazu. Und ich weiß, dass es in dieser Zeit, wo wir in der Schule oder im Studium sind, unglaublich hart ist.
dort aufzustehen und zu sagen, hier ist meine Grenze und ich möchte nicht weiter. Weil ich weiß, dass ich diesem Gott in die Augen schauen möchte und sagen möchte, lieber habe ich ihm gedient und lieber war ich ihm gehorsam als dem Menschen. Wir brauchen ein Ziel für unser Leben, dass wir dort stark sind. Und ich verstehe dich, ich war selbst da drin und ich war nicht so stark genug. Ich habe mich immer wieder gesagt, naja, egal, dann mache ich es halt. Und ich versuche es halt, den anderen Weg zu gehen. Ich versuche halt, mein Leben zu leben, wie die Welt das halt lebt. Und ich habe so viel aufarbeiten müssen. Und ich stehe heute da und denke mir, ich hätte es geliebt, auf so einer Konferenz zu sein in meinen jungen Jahren. Ich hätte es geliebt, wenn jemand mir gesagt hat, Josie, folge diesem Jesus nach, werde wie er. Du hast ein Calling in deinem Leben, du hast eine Bestimmung in deinem Leben. Du bist dazu berufen, die Fülle Gottes in deinem Leben zu haben, in Beziehung zu leben mit ihm, geistlich zu wachsen, damit das, was in der Bibel steht, Realität wird in deinem Leben. Das ist ein Ziel. Und das ist der Preis der Nachfolge, den wir zahlen auf dieser Welt. Aber ganz ehrlich, wenn wir da sind und sagen, naja, mir reicht das vielleicht, es klingt ein bisschen anstrengend, ich will einfach nur sonntags in die Kirche gehen, ins Camp gehen und dann mein Leben leben, wie ich das möchte, dann darfst du dich auch dazu entscheiden. Aber ich möchte dir sagen, du zahlst auch einen Preis. Und den Preis, den du dann zahlst, wenn du mit dem Strom der Welt mitläufst, ist auch hoch. Denn den Preis, den du zahlst, ist, dass das, was hier drin steht, du in deinem Leben nicht erlebst. Den Preis, den du zahlst, ist, dass du nicht erlebst, wie diese Transformation in dir stattfindet, wie du Heilung erlebst, wie du Vergebung erlebst in deinem Leben, wie du erlebst, dass du für Menschen betest und sie werden geheilt. Das ist auch ein Preis, den wir zahlen. Ein Preis, den wir zahlen, um diesen Gott nicht lebendig zu kennen und diese göttliche Beziehung in unserem Leben nicht zu haben. Die Frage ist nicht, ob du einen Preis zahlen möchtest. Die Frage ist, welchen Preis möchtest du zahlen? In welche Richtung läufst du? Und wenn du mal gegen den Strom geschwommen bist, dann weißt du, es ist anstrengend. Und du weißt, es braucht Zeit. Weißt du, manchmal glaube ich, dass wir begeistert hinauslaufen und denken, ich möchte das. Und wir haben das Gefühl, am nächsten Tag ist wie so ein Zalando-Paket, dann habe ich das. Jetzt plötzlich bin ich wie Jesus. Jetzt plötzlich kann ich beten und alle werden geheilt. Ganz ehrlich, ich habe das in meinem Leben noch nicht einmal erlebt. Und ich bin viel am Beten und denke mir, warum klappt das nicht? Aber es ist ein Dranbleiben. Es ist ein Trainieren. Und deshalb ist es wichtig, dass du es in deine Agenda einplanst. Dass du deinem Kalender Platz machst für das. Und sagst, ich möchte im nächsten Jahr mich in meine Zeit, die ich habe, investieren. Weißt du, wir alle gehen ins Fitness. Wir alle treffen unsere Freunde. Wir haben Zeit in unserem Leben. Die Frage ist nur, wie verbringst du diese Zeit? Ich habe euch ein paar praktische Schritte mitgebracht. Dass wenn du dich dafür entscheidest, diesem Jesus nachzufolgen und zu werden wie er und sagst, stimmt, ich will eigentlich nicht warten, bis ich 50 bin. Ich möchte eigentlich in meinen jungen Jahren schon das erleben, was Jesus getan hat. Dann ist das vielleicht ein praktischer Schritt, den du im neuen Jahr gehen darfst, dass du sagst, du möchtest den Sabbat kultivieren. Einen Tag in deiner Woche, wo du sagst, ich lege mein Handy weg, ich mache es ganz aus. Ich schreibe niemandem zurück und ich höre wieder auf die Stimme Gottes. Als ich die Message vorbereitet habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass Gott sich sehnt nach deiner Stimme. Er sehnt sich, dir wieder in das Ohr flüstern zu dürfen. Aber wir sind so woanders beschäftigt. Er möchte zu dir reden. Er möchte dich ermutigen. Und er hat Zeit und er ist geduldig. Er kann auch warten, bis wir 60 sind. Aber warum verschwenden wir unsere Zeit? Vielleicht ist das für dich, wenn dich das anspricht, dass du sagst, du möchtest im neuen Jahr den Sabbat kultivieren und anfangen, einen Tag in der Woche dir Zeit zu nehmen, um auf Jesus zu hören. Dir ein Wochenende Zeit zu nehmen im Jahr, um dich zurückzuziehen. Zu sagen, Vater, was hast du auf deinem Herzen? Was möchtest du mir eigentlich sagen? Vielleicht ist es für dich dran, die Bibel wieder zu entdecken und neu zu lesen. Und ganz ehrlich, ich weiß, die Bibel ist nicht das krasseste, spannendste Buch. Es ist manchmal schwierig, die Bibel zu lesen. Und mir ist es auch manchmal einfach so, dass ich mir denke, Jesus, es ist manchmal so anstrengend und so langweilig. Aber wir haben ein Ziel vor Augen, dieses Buch zu lesen. Weil wir lesen und wissen wollen, wie er war. Weil wir das erleben wollen. Wir können nicht in diese Welt gehen und erleben, was da drin steht, wenn wir das nicht lesen, was da drin steht. Und vielleicht ist es für dich dran, im neuen Jahr anzufangen, diese Bibel zu lieben. Vielleicht stehst du an einem Punkt und sagst, es ist anstrengend, ich will das eigentlich nicht. Und Jesus zeigt dir auf, wie du anfangen kannst, dieses Buch zu lieben.
Und du setzt deinen Standard, musst du gar nicht so hoch setzen. Weißt du, manchmal laufen wir raus und sagen, okay, jeden Tag eine ganze Stunde lang ziehe ich mich jetzt zurück. Und dann machen wir das 3 Tage und dann können wir es nicht mehr. Du musst den Standard nicht so hoch setzen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wenn wir im nächsten Jahr hier zusammenkommen und du sagen kannst, ich liebe dieses Buch, weil es mir hilft, weil es so viel Weisheit da drin hat. Das ist unser Ziel. Es gibt so viele tolle Sachen auf dem Internet. Ich lese ganz viel die Bibel und es hat mein Leben verändert, wo ich das Bible Project gesehen habe. Vielleicht kennst du das, wenn nicht, dann schreibst du auf und google das. Das hat mir geholfen, die Bibel zu verstehen. Weil manchmal sind wir einfach lost in dieser Schrift. Such dir Hilfe und fang an, dieses Buch zu lieben. Vielleicht ist der nächste Schritt, der für dich dran ist, Gebet. Vielleicht sehnst du dich nach kraftvollem Gebet. Nach Gebet mit deinem Vater im Himmel. Diese persönliche Zweisamkeit zu haben. Vielleicht ist das für dich ein nächster Schritt im neuen Jahr, dass du anfängst zu trainieren, für andere zu beten, einzustehen, für deine Familie, für deine Freunde, Fürbitte zu leisten. Zu beten, dass dieser Himmel auf diese Welt kommt, dass Menschen transformiert werden und Gott kennenlernen. Vielleicht ist es für dich dran, für deine Freunde zu beten, für deine Familie zu beten. Und du bleibst dran und dann betest du und dann passiert nichts und dann bleibst du trotzdem dran. Weil du ein Ziel hast und du weißt, hast du ein ganzes Leben lang Zeit, um das zu trainieren. Vielleicht ist es für dich aber auch dran, dich in die Kirche hineinzugeben mit deinen Finanzen oder auch mit deiner Zeit. Und dich einzuklinken und zu sagen, sonntags, wisst ihr was, da mache ich nichts anderes, als in die Kirche zu gehen und ich diene. Weißt du, ich habe angefangen als Usher, ich habe angefangen bei den Kids. Und es ist egal, wo du dienst. Weil ich habe in jedem Bereich erlebt, dass Gott mich versorgt. Dass ich ihm begegne und dass es so Freude macht, diese Kirche zu bauen. Weil Kirche ist nicht einfach ein Konstrukt, das wir Menschen aufgebaut haben, sondern es ist die Braut Gottes. Seine Idee war Kirche, nicht unsere Idee. Und wenn wir hier sitzen, sind wir doch so dankbar, dass all das Zeugs hier dasteht, oder? Dass wir zusammenkommen können. Und vielleicht ist es für dich dran, dass du sagst, stimmt, ich möchte eigentlich herausfinden, was hat Gott in meinem Leben eine Begabung hineingegeben. Ich möchte anfangen, dieser Kirche zu dienen. Teil zu werden von dieser Kirche oder von deiner Kirche, wo du bist. Ich habe auch aufs Herz bekommen, darüber zu reden, vielleicht, dass du dich einklingst mit deinen Finanzen und Großzügigkeit übst. Weißt du, in unserer Welt denkt man immer, ja, umso mehr Geld, umso glücklicher bin ich. Und Jesus teacht uns etwas ganz anderes. Und vielleicht sitzt du heute da und sagst, du bekommst Taschengeld, du bekommst deinen ersten Lohn von deiner Lehre, nach deinem Studium, von deiner Arbeitsstelle. Und ich möchte dich ermutigen, kling dich ein. Gib den 10. Teil in die Kirche zurück, wie Gott es uns sagt in der Bibel. Und ich kann dir 1000 Geschichten erzählen, was ich in meinem Leben dadurch erlebt habe, aber das bringt nichts, weil du musst es selber erleben. Es ist ein Prinzip, das wir anfangen zu lernen. Und ich glaube ganz bewusst, dass wenn ihr anfangt, in eurem Alter zu geben, von dem Taschengeld oder von dem wenigen Geld, wo du bekommst, wenn es nur 50 Franken sind, dann gibst du 5 Franken zurück. Und du fängst an, im Kleinen treu zu sein. Du fängst an, Großzügigkeit zu etablieren in deinem Leben, damit eines Tages, wenn du mehr bekommst, immer noch großzügig sein kannst. Und dieser Welt Antwort geben kannst von Gottes Liebe, von Gottes Großzügigkeit, von seiner Barmherzigkeit. Wir beten wirklich, dass diese Messages dich berühren und dir helfen, Jesus nachzufolgen. Darum machen wir auch jedes Jahr wieder ein Jesus First Camp. Melde dich an, komm hin und lerne selber auch in deiner Church Jesus nachzufolgen von ganzem Herzen. Hier noch ein paar Bilder vom letzten Jahr. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Jesus first bedeutet, alles andere muss sich dem beugen. Seinen perfekten Plan. In Jesus Christus ist die Zeit des Wartens eine Zeit des Werdens. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Nichts kann dir diese Würde von Jesus nehmen. Wenn du das möchtest, wenn du sagst, ich bin da und ich möchte werden wie dieser Jesus, ich möchte ihm nachfolgen, dann hast du in deinem Leben 2 Ziele.
werden wie Jesus und das tun, was er getan hat.